Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley of Pelzig, mit der geile Musik natürlich wieder. Tanz der Mondlichtquallen ist heute ab 22 Uhr. Und wir gucken mal, was wir noch auf dem Hof machen können, so am letzten Tag vom Sommer mit der tolle Musik. So, heute lernen wir, wie man Brot backt. Brot zu backen kann eine sehr komplexe Kunst sein, aber ich mach's einfach für dich. Die wichtigste Zutat ist natürlich Mehl, aber bevor wir uns um das Dach kümmern, müssen wir unser Hefe aktivieren. Die bevorzugt warmes Wasser und etwas, woran sie sich nähren kann. Ich benutze hier einfach Zucker, aber Honig oder Ahornsirup, das geht auch. Alles klar, jetzt habe ich gelernt, wie man Brot macht, geil. Und Vermäuer, wunderschön und so nicht, wie können sie anders sein? Okay. Das wird wahrscheinlich wieder vom Bäuermeister sein, damit ich weiß. Ah ne, vom Demetrius. Servus Ackermann. Heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtqualle werden an Pelikan vorbeischwimmen, um ihr lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzugucken. Das sollst du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Demetrius. Okay, super. Gut, ansonsten. Warte mal. Ansonsten natürlich genau, Leverwurst, da erinnert mich nämlich dran. Ja, genau. Erstmal der Streichler und dann kriegst du hier natürlich sofort was zu saufen. Und wie wir alle wissen, Leverwurst löscht den Durst. Esse Leverwurstbrot, esse Leverwurstbrot, denn Leverwurst löscht den Durst. Gut, dann gehen wir mal nämlich durch, rein. Vielleicht ist der Robin noch trotz Feiertag am Arbeiten. Nee, sie nimmt sich an Feiertage immer frei. Ups, so, aber das Heu habe ich trotzdem. So, da. Dann durch Reide mit. So, wie geht's dir dann, Gertrud? 2 Herzen schon. Traudel auch schon ein halbes Herz. Na, und Traudel. Traudel, ich will nicht. So, Gudrun, 1,5 Herzen. Okay, dann raus mit euch, ihr Wichtel. Und wie schaut's hier aus? Die sind immer noch im Kinderstatus. Der Elsa geht soweit auch ganz gut, Gretel, ach. Und das bisschen Heu schmeißen wir auch noch rein. Und raus mit euch. So, wir gehen erstmal hier. Ja, im Zuge der nächsten Geburtstage, die so anstehen, sollte ich auch noch ein bisschen Zeichen aufheben. Blaubeere sind perfekt. Elliot hat relativ bald, also in ein paar Episoden, hat ja auch Geburtstag. Und der mag Früchte ganz gern. Sein Lieblingszeug habe ich leider noch nicht parat. Deswegen muss ich ihm erstmal normale Vorliebe in Anführungszeichen schenken. Und ne, eigentlich ist das Quatsch. Ich meine, Mäuer ist sowieso vorbei und da ist keinerlei Ernte mehr dran. Kann ich vergessen, das muss ich gar nicht mehr machen. Tomate kann ich im Prinzip auch sein lassen. Ich meine, das wird keine weitere Ernte mehr geben dort davor. Deswegen kann ich das hier eigentlich auch sein lassen. Da kann ich mal die Energie ganz einfach mal... Ja, da habe ich es jetzt leider versaut, aber die Energie kann ich mal an sich einfach mal sparen. So, da haben wir noch so eine Blumensaat. Und da haben wir 2 so eine Blumensaaten. Na gut. Die sollten wir vielleicht noch einpflanzen, weil die wachsen auch im Herbst noch weiter. Das heißt, da kann ich noch und da kann ich noch. Dann wachsen sie nämlich auch auf gutem Boden. Und den Mais sollte ich auf jeden Fall noch gießen. Weil der ist ja noch herbstaktiv. Nö, ich möchte ihn nicht essen, Ackermann. So. Weil wie gesagt, bei dem anderen Zeug, bei dem Sommerkruscht kann ich was eigentlich echt schenken. Aber die Herbstpflanze, oh, die hat schon 3 Krähe verjagt, finde ich gut. Aber bei dem Herbstkruscht sollte ich definitiv weiter gießen. So. Aber die Sommersache, die sind eigentlich vorbei. So, die Sternefrucht, die gieße ich trotzdem nochmal. Ich glaube, die wächst zwar auch nur im Sommer, aber na, es wäre schade, wenn wir die Sternefrucht nicht nochmal ernten könnten. So. Weiter geht's und weiter geht's. Ach Gott, das ist ja derzeit E3 in Amerika mit diversen neuen Spielen. Und ich muss sagen, es sind wirkliche paar dabei, auf die ich mich auch immens freue. Dazu gehört auf jeden Fall, was auch auf meinem Kanal erscheinen wird, The Last of Us Part 2. Also der zweite Teil werde ich definitiv spielen, da freue ich mich schon seit 2013 eigentlich drauf. Und was des Weiteren auch noch auf meinem Kanal erscheinen wird, ist Days Gone.
auch wieder postapokalyptisch. Und das Remake von Resident Evil 2, ach, das wird auf meinem Kanal erscheinen. Ach, doof freue ich mich immens drauf. So, der Weze werde ich auf jeden Fall auch noch gießen. Also die Spiele, die 3 High-End, New Generation, Next Generation Spiele, auf die könnt ihr euch mal freuen bei mir. Weil die wären hundertprozentig bei mir auf dem Kanal gezockt. So, okay, dann wär's do damit. Wie gesagt, die andere Sache, da schenkt man uns einfach mal die Energie. Das muss jo jetzt nicht sein. Beim Hopfen bin ich mir gar nicht mal so sicher, aber ich glaube, das ist auch so mal Pflanze. Das sollte man einfach nochmal holen, was möglich ist. So, der Mais auf jeden Fall abernte. Und der Weze, der muss auf jeden Fall auch noch gegossen werden. Das heißt, ein paar Felder haben wir schon mal parat. Die können dann dafür dienen. Ja, die 1, 2, 3, 4, 5, die 10 Hopfer, die werde ich auf jeden Fall noch mit Mais ersetzen. Ups. Das heißt, beim Mais werde ich dann 2 Felder haben. Er ziemlich großes und er relativ kleines noch. Dann haben wir ja noch diverse andere Sachen, wie Süßkartoffeln haben wir noch im Herbst. Und wir haben noch Aubergine und Kürbisse. Dann bin ich bei der kleinen Sache nämlich ganz so sicher, was da noch im Herbst alles ist. Aber wir werden auf jeden Fall was Gutes parat haben. So, dafür hat es noch genau gereicht. Das finde ich super. Aber die Sommersache, wie gesagt, das ist einfach nur Energieverschwendung jetzt. Gut, Mayo ist bereit. Ah, Honighämmer. Die Kuh hockt schon davor, als wollte sie den Honig wegschlappern. Moment. So machen wir das. Und rein mit dir. So. Elsa. Sieskosch. So. So, was kommt jetzt nochmal rein? Ich muss nochmal gucken. Hopfen heben auf jeden Fall auf. Da machen wir 45. Ups. Da machen wir 45 draus. Da machen wir 14 einfach mal draus. Vom Mais. Haben wir gar keinen Qualitätsmais, ne? Da machen wir mal 5 rein. Machen wir mal 10 davor. Tomate. Ich fühle mich etwas sicherer, wenn wir mehr von dem Zeug parat haben. Dann machen wir jetzt einfach mal 9 draus. Sonnenblume. Haben wir ein paar, ja. Die schmeißen wir jetzt einmal durch rein, damit wir, ja, 2 Stück zumindest mal haben. Ansonsten. Sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Blaubeere machen wir mal beide rein. Der Rest können wir verkaufen. Haben wir noch ein bisschen Honig, einfach mal so, falls Not am Mann ist, weil ich möchte ganz gern mal einfach auch mal Met brauen. Und den Rest schmeißen wir dann einfach mal hier rein, ne? So. Gut, die Sache. Davor haben wir bestimmt noch hier was, genau. Entschuldigung. Das ganze Harzzeug sollte man auf jeden Fall noch aufheben. Kann man nämlich auch zum Basteln brauchen. Gut. So, ihr Hinkler, macht mal den Weg frei. Ackermann will durch. So. Da möchte ich noch in die Höhle reingucken. Und am Ende vom Herbst müssen wir auf jeden Fall noch unser Gras mähen. So. Halte mal den Gaul an. Ah, paar Stäh. Die sind nie verkehrt. Stäh können wir auf jeden Fall gebrauchen. So. Tja, wie gesagt, also Grasmäher wird auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit wäre. Da brauchen wir definitiv noch was. So, auf die Sommersaat möchte ich auf jeden Fall auch noch hier sparen. Aber was ich auch nicht verpassen darf, ist mir... Ah ne, Quatsch, der End kann ich ja noch gar nicht kaufen. Stall ist ja noch nicht fertig. Stall ist ja noch nicht fertig. Okay, dann sollte ich aber auch noch vielleicht ein bisschen Holz... Ah, da ist ja noch Reiseware. Perfekt. So, was hast du denn im Angebot, Mädel? Kugelfisch, dann brauche ich für meine Sammlung im Gemeindezentrum. Kohlsalat, lass mal gut sein. Ah, Batterie, Brasse. Gewöhnlicher Pilz. Blaue Jazz. Blummix kugelförmig, um so viele Schmetterlinge wie möglich einzuladen. Oh, das ist bestimmt auch sehr schön. Hauspflanze, seltene Saat. Ja, seltene Saat will ich auf jeden Fall. Ja, scheiß drauf, du Mama. Da machen wir jetzt einfach mal 4 Stück. Die sind nämlich richtig gut, die Dinger. Und ansonsten Regenbogenforelle und Brasse. Muss ich gerade mal gucken. Regenbogenforelle und Brasse. Dafür brauche ich den. Genau, der Kugelfisch.
Regenbogenforelle und Brasse. Da ist mal nichts dabei. Die Brasse habe ich selber schon eingesackt. Regenbogenforelle dann nur noch gucke. Da brauchen wir noch einen Stör. Eine Regenbogenforelle. Nee, brauchen wir alles nicht. Okay, gut. Aber wir können das mal hinschmeißen und die seltene Saat. Weißt, was ich da mache bei der seltenen Saat? Im Herbst aussehe, braucht die Gesamtjahreszeit, um zu wachsen. Tja, Momente mal. 5 Stück, das schmeißen wir auf unser Maisfeld mit drauf. So machen wir das nämlich, so macht das der kluge Ackermann. Och Gott, wäsch doch die armen Fratzammer. So, genau das machen wir. Und ansonsten müssen wir hoffen, dass wir noch eine gute Ernte heute noch kriegen. Von morgen. Und dann läuft die Geschichte. Ja, das ist auf jeden Fall super. Also auf die seltene Saat habe ich sowieso gegeiert, um mal ganz ehrlich zu sein. Weil die seltene Saat bringt schon eine Menge. Sie bringt uns vor allem im geheimen Wald eine Sternfallfrucht. Und sie ist schon gut was wert. Die sollte man auf jeden Fall behalten. Weil die bringt ordentlich Zaster. Das lohnt sich dann doppelt und dreifach, den Kruscht gekauft zu haben. Und da machen wir dann morgen hier die 5er-Reihe Dichte mit. Sodala. Ein bisschen Heu haben wir jetzt auch noch produziert. Dann fort kann auf jeden Fall die Edelwicke. Warte mal, halte mal eine Gaulart oder... Nee, das kommt da rein. Der Stäh kommt da rein. Und der Kugelfisch behalten wir, genauso wie die seltene Saat. Und genau, da habe ich gehört, dass Mayo aufgeploppt ist aus dem Nichts. Und da kommt das hier rein. Da kann er wieder die Mayo direkt hier in die Kiste, wo der Bäuermeister Louis da mal reinguckt. Der ist irgendwie creepy, finde ich. Der nachts einfach mal, wenn er nicht schlafen kann, zu uns auf den Hof watschelt, unser Truhe auskippt, uns irgendwo auf dem Schwarzmarkt verhökert. Ja, der ist mir irgendwie nicht so geheuer, der Geselle. So, ein bisschen Holzsammler können wir auf jeden Fall noch. Kann ja nicht schaden. Ah, die Schmetterlinge sind ja auch schön gemacht. Wirklich, das gefällt mir auch. Ich mag generell auch Schmetterlinge, wirklich. Wenn sie farbeprächtig sind, sind es wunderschöne und wundervolle Tiere. Sodala. Dann sollten wir noch generell einfach mal ein bisschen Kruscht noch einsammeln. Ja, der Arzt, der steht nur dumm in der Gegend rum. Demetrius glotzt auch einfach mal den Busch an. Warum auch nicht? So, die Edelwicke. Sammeln wir auf jeden Fall noch ein. War sie besonders gut hier? Nö, leider nicht. Schade. Nee, Quatsch, da will ich hier. Genau da will ich hier zu der Spezialitätsfischer und will Dendo reinschmeißen. Dann... Ja, normalerweise hätte ich ganz gern wirklich viel Sommersaat gesammelt. Sommersaat, Quatsch. Hätte ich natürlich viel Kohle gern gesammelt. Einfach um viel Herbstsaat einzukaufen. Aber wir werden ja sehen, wie weit wir morgen kommen. So, da haben wir noch was. Ein Stein. Okay, da können wir noch den Ahornfeller. Zack, zack, zack. Robin steht hier rum, statt bei uns im Stall zu schaffen. Das sehe ich ja sehr ungern. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich hoffe, dass Demetrius unser Haus mit seinen Experimenten nicht in die Luft jagt. Okay, aber Herz habe ich schon bei ihr. Ich bin mir nicht immer sicher, woran er schafft. Es hat vielleicht etwas mit Pflanze zu tun. Das ist natürlich immer gut, wenn du nicht mal weißt, was dein Kerl schafft. Sodala. Der kommt auch noch weg. So. Holz kann auf jeden Fall nicht schaden, mal welches Ei zu sacken. Ist gute Linus hier unterwegs? Jo, dann gebe ich ihm auch noch die Edelwicke. Eventuell mag er ja so Shiny Bloom. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Das ist ein großartiges Geschenk, danke. Ja, gern geschehen. Okay. Hier vielleicht noch ein paar Bämfeller. Einfach mal gucken, ob noch was da ist. Wir sind ja so dreist und fällen alles, was wir finden. Zur Not brechen wir hier den Stäh noch. Das ist auch kein Thema. So, zack und zack. Und als drauf und de Wetter. Weil Stäh und Holz können wir definitiv immer gut gebrauchen. So, und wir müssen ja noch ein bisschen Zeit überbrücken, bis es oben um 22 Uhr mit dem Festel losgeht. Da müssen wir dann zum Strand runter. Aber ich habe noch gesehen, hier ist noch was. Nicht, dass ihr denkt, ich sehe es nicht. Kupfererz war sogar das mal drin.
Da ist auch noch was Uriges. Hä? Ja, dafür müssen wir erstmal das Gemeindezentrum vollständig rehabilitieren. Und dann geht's auch durch zum weiteren Gebiet, wo wir rein können. So, Geode, sagen wir selbstverständlich. Ach, ist schon die zweite in dem Gebiet. Und, ups. So, Stell, kommen auch wieder her. Als hier mit dem Werkstoff. Ich kann es gebrauchen. Wie viel haben wir dann? 20 und 74. Okay. Gut, gut. Dann wieder zurück aufs Feld. Und danach können wir uns allmählich mal Richtung Strand bequemer. Hier haben wir schon die ganze Bam geschlagen. Die sind gerade im Wachstum begriffen. Sollte ich mal vielleicht dann noch aufheben für den Winter. Weil im Winter wachsen die Bäume nämlich weiter. Das heißt, ich sollte die dann teilweise auch wirklich einfach mal ganz wachsen lassen. Das wird da auch wirklich noch eine Wachstumsphase hin. So, das kann zu, das kann zu. Ja, ihr seid schon alle drin. Freut mich natürlich. Und das gefällt mir auch, dass wir hier wirklich das Feld einmal aktiv nutzen können. Ah, Gelee ist endlich fertig. Gut, 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 gut. So, Kupfererz kommt mal hier rein. Haben wir noch ein bisschen... Ne, Eisenerz haben wir leider nicht. Aber wir holen uns einfach mal 5 Stück und holen uns auch ein Stück Kohle. Eins lassen wir drin. Stähl kommt rein, Holz kommt rein und hier der Krusch, der kommt sowieso rein. So. Gut, 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 gut. Sieht ja alles super aus. Dann die Geoden behalten wir. Die Weintraube können wir fortschmeißen. Wobei, nee. Wir schmeißen sie nicht fort. Wir machen gleich das nächste draus. Wir machen sofort Weintraube-Gelee. Also Traube-Gelee im Endeffekt. Blaubeer-Gelee haben wir jetzt hier. Das ist super. Das kommt durch hier. Und Moment mal. Halt mir so stolzes Zeug hoch, Ackermann. So. Da kommt noch der Harz rein. Und das wandert noch in die Truhe rein. Ja, perfekt. So, dann nimmst du das Gelee mit und schmeißt das ja auch hier rein. Dann haben wir soweit alles. So rum und so wird ein Schuh draus. Und jetzt geht es nochmal schnell ins Gemeindezentrum. Da können wir nämlich ohne Handwerker noch unser Blaubeergelee verbuchen. Und dann sollte es auch an der Zeit sein, dass wir zum Qualenfest gehen. Ja, da musste ich mal dran denken, da hatte ich... damals habe ich bei AOL sehr gern Chat-Rolle-Spiele gemacht. Und da gab es jemand, der hat anscheinend nicht gerade gut schreiben können. Und da stand dann in dem Charakterprofil von seinem Charakter, was er sich da erschaffen hat, derjenige, der ihn angreift, wird Höhlenqualen erleiden. Er hat wahrscheinlich Höllenqualen gemeint, aber es stand original Höhlenquallen dort drin. Ich finde es immer etwas schrecklich, wenn die Leute einfach nicht schreiben können. Gelee, Blaubeere, Handwerkswaren, wabbelig. Als Reide mit. Jetzt müssen wir darauf hoffen, dass wir in der Höhle als mal so ein paar gute Sachen finden, wie Aprikose, Orange, Granatapfel und Kirsch. Und sobald unsere Viecher gut sind, können wir auch hier Käse reinschmeißen. Trüffelöl, das geht leider erst, wenn wir Wutze haben im Stall. Sodele. Aber dass ich das einfach nicht vergesse, das muss wohl wirklich sein. Weil ich bin so jemand, der verdummbeidelt sowas. Ich habe hier fast den ganzen Sommer über nicht dran gedenkt, unser Sommerernte mal hier hinzubringen. Tanz der Mondlichtquallen hat begonnen am Strand. Oh, das hätte ich auch noch machen können heute. Na egal. Egal, morgen wollen wir es auch nicht machen. Oh, hallo Abby. 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 Abigail. Das ist geheim, aber mein Papa liebt gebratene Tintenfisch. Das mag er am liebsten. 4 Sterne haben wir, 4 Herzen haben wir schon bei ihr. Schön, dann können wir sehr bald auch das 4-Sterne-Event mit ihr auslösen. Gefällt mir sehr gut. Aber sie latscht jetzt gerade weg, aber eigentlich sehen wir sie jetzt hier wieder am Strand. Das finde ich persönlich auch ein wunderschönes Fest hier. Ich finde auch das Ambiente einfach nur toll mit den Lampions, die hier in so kleine Boote treiben. Sagen gar nichts davor, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es halt kein Buffet gibt. Okay, und du? Mondlichtqualle. Ich frage mich, wie die wohl schmecken. Ich den natürlich nie versuche. Ich glaube, die schmecken sehr wässrig und nicht gerade so toll. Ich liebe es, war Qual so einfach, sich einfach für immer von der Welle tragen lassen. Ja, ist ja gut. Graues Mäuslein. Und du? Ich will die seltene grüne Wabbel sehen. Ich frage mich, ob die giftig sind. Vielleicht soll ich mal das Säppeln doch nicht ins Wasser schubsen. Ja, mach das nicht. Wenn sie giftig sind, ist das ein bisschen wischt. Ich hab gedacht, du hättest sich etwas bewegt, etwas Großes, etwas Dunkles. Ja, du Gothic. Wollt ihr nur Angst einjagen? Abby, hallo.
So selten die und aufregend die Sache. Also ich persönlich finde es ja auch ein sehr schönes Fest. Und du? Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen, ich vergesse jedes Mal. Das ist schon ziemlich doof. Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt so vor, als hätte er gerade erst angefangen. Mir nicht. Das geht mir jedes Mal so. Wenn Sommer auf Herbst ist, hecht ich mich jedes Mal in der Herbstreihe. Das ist eine ganz schöne große Menschenmasse für all die Anlegestelle wie die. Ich bleib lieber hier drin, in der Nähe vom Strand. Ja, die scheint ja Robin, die das wahrscheinlich gezimmert hat, sehr zu vertrauen. Und du alter Suffkopf. Die Qualle waren vor einem Jahr hier und nächstes Jahr werden sie auch wieder hier sein. Die Natur ist schon beeindruckend. Darauf einen Gin, ne? Ich hoffe, das Jahr gibt's Babys. Na, könnte ja auch sein. No, wenn Dackermann, die Mondlichtqualle sind no. Ich hab sie schon in der Fern leicht gesehen. Sobald wir das Kerzeboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen alles, sagen Servus. So, aber wenn ich mit dem nochmal babbel, dann, dann fängt's an. Die meisten Nachtfischer hätten Angst vorm Licht. Das hier sind wir selten Ausnahme. Alles klar. Und du? Du, ich habe etwas Leichtes hier. Na, es ist weg. Und du? Lass deinen Blick über die endlose Seeschweife. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen. Gruselig, ne? Ich hab heute oben extra mal besondere Schuhe angezogen. Käme ist es aufgefallen. Oh, der arme Kerl. Wenn wir weiter den Ozean verschmutzen, werden die Qualle sicher aussterben. Es passiert sogar schon. Es ist ungeheuerlich. Haben wir keinen Respekt mehr vor der Natur? Man soll's also mal meinen, wenn man sich so umguckt. Also ich persönlich muss ja auch sagen, habe ich ja bei Gothic 2 bei dem Let's Play gesagt, Natur ist ja auch eins von den Dingen, was mir persönlich heilig ist. Also ich persönlich bin ja auch ein sehr großer Naturfan und erfreue mich auch sehr daran. Der steht mal wieder abseits. Ich schleiche mich einfach an, wenn die Qualle kommen. Ich will niemand belästigen. Ach Gott, der arme Kerl. Und ihr? Ach, der Sommer ist vorbei. Um ehrlich zu sein, ich werde kein einziger von deiner lichtigen Micke vermisse. Das glaube ich. Du alter Krumpler. Was? Warum guckst du mich so an? Denkst ich bin zu alt, um Service zu genießen? Ach Gott. Ich erinnere mich dran, wie ich als junges Mädel die Qualle schon einmal gesehen hab. Oh, wie ich mich über ihre Herkunft gefreut hab. No. Aber das ist lang her. Ich bin nämlich so voller Energie wie früher. Und du? Die Kerzen sind romantisch, ne? Ah jo. Psst, komm mal gerne einfach beim Laden vorbei, um deine Herbstsaat abzuholen. Ja, natürlich. Hatte ich mal fest vorgenommen vor der Tag, um ehrlich zu sein. So, da fehlen aber noch ein paar. Da fehlt zum Beispiel hier noch der Stalker, der hier in die Büsche hockt. Wie hast du mich hier hingefunden? Ich hab gedacht, das wäre ein gutes Versteck. Vielleicht hast du hellseherische Fähigkeiten. Oder Aare im Kopf. Aber er steht genau da, wo man sich an den Strand teleportieren kann. Ich beobachte die Lunalus, oder wie ihr sie nennt, Mondlichtqualle. Die besitzen eine ungewöhnlich potente magische Aura für aquatische Lebensformen. Ja, dann danke Chef für die Info. Hier haben wir auch noch ein paar. So, was mit dir? Die Mondlichtqualle, was war bemerkenswert, die Spezies. Mir hat sehr viel Glück, dass sie auf ihre lange Reise in der Süde hier Halt machen. Keiner weiß, warum sie sich vom Licht angezogen fühlen. Sehr interessant. Ja. Ich soll schon längst schlafen. Ja, und bei mir mal ja dann wieder im Stall zu schaffen. Hey, hast du das Kerzenboot gesehen? Ich hab's selber gebaut. Wer hätte es gedacht? Irgendwie ist es ziemlich kalt. Wahrscheinlich, weil der Herbst kurz bevorsteht. Möglich wär's. So, da haben wir hier noch Annie. Hallo Lea. Was mit dir? Hey, ich zahle im weiteren vergangenen Sommer meinen Respekt. Manchmal braucht man das einmal abgeschieden und alleine rumzustehen. Aber ich persönlich wäre ja eher jemand, der auch gern da am Meer stehen würde und nicht so wie der da ganz hinter. Das ist ja auch nicht so toll. Vor allem, er schleicht sich dann an, wenn die Qualle kommen. Alter, das fände ich ja ziemlich creepy, um ehrlich zu sein. So. Was denkst du? Soll ich das Boot jetzt losschicken? Ah jo. Mach mal. So, dann geht's jetzt mal los. Und nachts, wenn die Quallen kommen.
Und sie kommen. Jeder von denen stößt immer so ein eigenes kleines Lichtel aus. Also ich persönlich fände es auch wirklich ein wunderschönes Dorffest. Wenn es sowas gäbe, wäre ich auf jeden Fall dabei. Den ich mir, glaube ich, nicht entgehen lasse. Und ach, das zu fotografieren wäre bestimmt wunderschön. Einfach um sowas einmal festzuhalten, um den Leuten auch zu zeigen, wie schön die Natur eigentlich ist. Und die Jess hat sich Babys gewünscht. Da links schwabbeln sie auch rum, die kleine Qualler. Ach ja. Aber es ist auch wirklich so, Natur kann wirklich sehr schön und sehr beeindruckend sein. Und man sollte sowas auch genießen. Ja, da ist der grüne Wappel auch noch mit dabei. Wie ich sehe. Der ist direkt vom Ackermann, der legendäre grüne Wappel. Schön. Das ist die einzige Qualle, die sich von der anderen wirklich unterscheidet. Sehr schön. Weil ich auch ein bisschen nostalgisch und muss auch so ein bisschen lächeln, wenn ich sowas sehe, weil es gefällt mir einfach sehr gut. Das Leuchten vom Sommer ist jetzt verblasst und die Mondlichtqualle führen ihren Weg ins weite Unbekannte fort. Naja, nächstes Jahr sehen wir es auf jeden Fall wieder. Gut, und sein Kupferbarre ist auch mal gut so lang. Und noch ein Gelee hat sich hier getan. Ein Weintraubengelee. Ui, das ging aber fix. Das ging sehr fix sogar. Wir machen noch ein Blaubeere-Gelee. Und ansonsten Weintraube-Gelee, das schmeißen wir noch hier rein. Der Kupferbarren kommt hier rein. Und wir schmeißen noch eine Fuhre Blaubeere-Gelee an. Das ging ja echt recht flott hier. Gut, dann nix wie ab in die Falle, Ackermann. Und Meier wird's wunderschön und so nicht. Alle hopp, wie viel kriegen wir? Darum geht's jetzt auch nochmal. Ja, ich habe auf 4.000 gehofft, damit wir um die 10.000 sind. Und damit dann die Herbstsaat einkaufen können. Neue Jahreszeit bricht an, ihr liebe Leid. Das Leuchten vom Sommer ist verblasst und der Herbst geht los. Und in der Episode übermorgen dann, also hier morgen, aber in der nächsten Episode übermorgen, sehen wir dann auch noch Pennys Geburtstag. Für die habe ich auch schon was Schönes parat. Okay, Wetterbericht, was sagt's mal an? Morgen wird der ganze Tag klar und sonnig sein. Okay, und Lebe vom Land sagt uns, reden wir doch mal über so eine Blume. Ja, da gibt's ja viel zu sagen, das habe ich ja schon. So, eine neue Welt bietet sich uns wieder. Hallo Ackermann, ich habe für den Auftrag zur Stallerweiterung, danke für den Auftrag zur Stallerweiterung. Zusätzlich zum doppelten Platz im Stall habe ich mir erlaubt, dir noch eine Brutkaste einzubauen. Lecker formale Eireihe, um zu benutzen. Wenn Platz für deinen Stall frei hast, wird das Ei in ein paar Tagen schlüpfen. Wie immer, dank Chefers Geschäft, Robin. Okay, super. Du warten wir aber, bis wir Ente-Eier hin, weil Ente sind teuer. Und die hätte ich ganz gern dann auch schon mal so gemacht, die Ente. Hätte ich dann ganz gern so eigentlich. So, der WC ist jetzt auch sofort schon gut. Oh, unser Sternfrucht ist kaputt. Schade, schade, schade. Okay, hier rahmen wir erstmal auf, wieder auf die Felder. Der WC müssen wir auch noch gießen. Aber wir haben jetzt jede Menge Felder wieder frei für Neues. Und hier habt ihr ja auch gesehen, hier das Holz. Das wächst jetzt auch wieder noch, das Zeug. So, das gießen wir noch schnell noch. Und hier gießen wir auf jeden Fall auch noch das, was wir hier noch im Herbst auf jeden Fall noch haben. Gut. Ansonsten sollten wir auch noch Dünger produzieren, sehe ich. Ja, Dünger sollten wir auf jeden Fall noch produzieren, wie ich sehe. Aber das machen wir alles, sobald wir wieder von Pierre zurück sind. Und es könnte schon relativ früh losgehen bei Pierre. Weil allzu viel müssen wir jetzt doch nicht gießen. Das sind ja nur die Maisfelder. Und die bisschen Weze, die wir noch haben. So, da können wir gleich nochmal ernten. Ja, dafür wird es wahrscheinlich nimmi, genau. Dafür wird es leider nimmi reicher. Aber neues Feld, neues Glück, würde ich mal sagen, ne? Gut, die Sonnenblume, die wachsen ach. Fröhlich vor sich hin. Das dürfen sie selbstverständlich ach. Okay, perfekt, perfekt. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist kein Dünger vorhanden. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall neu Dünger. Und die Weze können wir dann auf jeden Fall auch noch zum Gemeindezentrum bringen.
Sodala. Hopp und hopp. Das ist aber definitiv toll, wenn wir im Sommer auch schon diese Herbstsaat wie Mais und Weze kriegen. Weil so können wir schon mal vorarbeiten und uns geht nicht aktiv eine ganze Saison gleich flöte. Wie das im Sommer der Fall war. Frühling auf Sommer war halt ziemlich heftig, weil da hat man jede Menge Eibuße. Servus Leverwurst. Genau, Hechel, Hechel. Und, ups, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte mit der Sense hier noch ein bisschen drüber gehen. Und der Hund nochmal ein bisschen Futter geben. Und dann gucken wir hier nochmal rein. Wie sieht's bei euch aus? Ah, ihr seid schon erwachsen, ihr liebe Kühe. Sehr schön. Kann ich euch schon melken? Ja, ich kann sie schon melken. Milch. Und zweimal Milchhämmer. Perfekt. So, dann raus mit euch. Nähret euch. Da schmeißen wir dann schon mal gleich Milch rein. Nehmen wir noch die Axt, damit hier außenrum frei ist. Und nehmen hier nochmal, ich mag mein Feld ganz sauber hier haben. Zumindest bei der Sache, die ich ständig besuche. Gut, 2 Gewürzbeere ist auch nicht verkehrt. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal schön Käse produzieren. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Unser Hinkelstall ist jetzt auch grau gestrichen. Und da ist der Brutkaste drin. Da kann ich dann reinschmeißen. Aber das mache ich, wie gesagt, erst, wenn ich Entereier habe. So, da machen wir nochmal rein. Da füllen wir einfach mal hier das ganze Dingens wieder auf. So, hallo. Und das Enteheu schmeißen wir auch noch hier. Nicht Entenheu, aber das eine Heu schmeißen wir noch da rein. So, die Tiere sind auch schon für den Winter versorgt. Das ist auch sehr gut. Ah, ein Woi haben wir schon. Perfetto. Gut, Moment mal. Ich muss ja noch Mayo produzieren. Das darf ich nicht vergessen. So, bevor allzu viele Hinkle draußen sind. Und die Kühe dürfen sich auch hier gerne in der Gegend rumtreiben. So, was haben wir dann? Ein Blaubeerwei haben wir produziert. Da machen wir doch gleich mal ein Gewürzbeerewei. Das geht. Sehr schön. Gut, dann Reidote mit. Da heben wir noch ein paar auf davor. Aber das müssen wir in die neue Truhe reinschmeißen. Heben wir 5 Dote vor auf. 10 Stück nehme ich einfach mal mit. 10 von den Dinger. Moment. So, 3, 4. So. 10 von denen muss ich im Gemeindezentrum noch opfern. Und der Rest schmeißen wir jetzt einfach mal da rein, ne? So, zack und zack. Und das kommt alles hier rein. Envoy heben wir einfach mal auf. So. Dann. Hier kommt noch das Zeug rein. Und Milch und Gedöns heben wir uns auf. Und jetzt geht's erstmal in die Stadt. So, Moment. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. 24. Also wir haben E-Feld. Wir haben 2, 3. 4. Ups. So, den jetzt schon ein halbes Herz kriegt. 1, 2, 3, 4. 5. Und nochmal 5 von irgendwas anderem. 5 Felder und 5 Einzelsaat. Okay. Sehr schön. Dann gucken wir nochmal, was wir erreichen können. 5 Felder und 5 Einzelsaat. Bei Rege sollte ich gerade denken, zum Bergsee zu gehen. Da löse ich dann, glaube ich, das 4-Sterne-Event mit Abby aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hallo Mani. Senfkohl. Ah, das ist dann wahrscheinlich hier so gedöns, ne? Warte mal ab. Hallo. Da holen wir uns auf jeden Fall schon mal 48, wenn möglich. Oder, naja, erstmal 4... Naja. Machen wir erstmal so. 24 Aubergine müssen auf jeden Fall sein. Die können mehrfach geerntet werden. So, Aubergine möchte ich 100%ig. Senfkohl. Holen wir uns auch mal 24. Damit einfach da auch ein Feld voll ist. Süßkartoffeln kann auch nicht schade. Holen wir uns auch 24 Stück. So, da haben wir 1, 2, 3. 5 Felder müssen voll werden. Ah, Preiselbeere, die können auch mehrfach geerntet werden. Ist auch super Sache. Ja, die sind aber auch schweineteuer, die Dinger. Okay. Tja, die sind echt schweineteuer, die Teile. Warte mal. Können wir doch bestimmt auch Milch jetzt erstmal verkaufen. Und die Eier verkaufen wir auch einfach mal. Einer müsste man noch verkaufen. Wisst was? Wir verkaufen noch so viel, dass wir noch Preiselbeer holen können. So, da haben wir 1, 2, 3, 4.
5. Feld kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Feensaat, und Amaranth und Weintraube, Wir haben so viel Zeug, verdammt nochmal. Aber wir müssen erstmal mit dem Haushalten, was wir da haben. Na gut. Dann schmeißen wir das Zeug erstmal da rein. 25 Kürbisse. Tja, was wollte ich denn? Ich wollte noch zu der Geode aufbrechen gehen. Aber nee, die kann ich mir nicht leichter, verflixt. Das kann ich mir nämlich leichter. Okay, für die Herbstzeit ist schon sehr viel geschluckt, merke ich. Aber wir müssen auf jeden Fall produzieren. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Die Kürbisfelder hätte ich eigentlich ganz gern schon ganz am Anfang. Mein favorisiertes Feld wäre da, wo die Melone gewachsen sind. Aber da wächst jetzt noch ein bisschen Wezer. Dann machen wir es wie folgt. Dann schmeißen wir das hier und warten auf die... Wobei... Moment, wie viel habe ich denn jetzt aufgehoben? Ich habe jetzt das andere Feld, da glaube ich, auch schon geerntet, oder? Ich depp. Ach, ich bin doch echt ein Knödelkopf. Da haben wir noch. Okay, da können wir noch aufstocken davor. Sehr gut. Doch nicht so knödelig wie gedacht. So, dann machen wir Folgendes. Wir schmeißen unser Kürbisse auf das Feld, aber vorher, ganz vorher brauchen wir unseren Dünger. Ohne Dünger geht nichts. Deswegen als drauf und Wetter. So. Unser Dünger kommt drauf. Da ist wieder epische Schlacht der Tiere, wie ich sehe. Und ja, wir müssen auf jeden Fall hier koordinieren. Dass überall auch wirklich was ist. Dann schmeißen wir unser Kürbisse schon mal da hier. Kürbisse sollten auf jeden Fall bewässert werden. Bin ich sehr stark dafür. Da hätte ich vielleicht die Preiselbeere noch hier schmeißen können mit 22 Stück. Naja. Wir haben hier noch was. Da schmeißen wir noch einen Kürbis drauf. Der wird auch sofort bewässert. So. Okay. Dann hier auf das Feld. Moment. Aubergine. Hätte ich eigentlich ganz gern. Ach, ein extra Feld. Genauso wie die Preiselbeere. Die man mehrfach ernten kann, hätte ich ganz gern beisammen, um ehrlich zu sein. So, dann schmeißen wir hier nochmal Zeug hier. So, weil die Mehrfachernter habe ich mittlerweile hier beisammen gehabt im Sommer. Den ich ganz gerne noch so beibehalte. Alter, was die Viecher da verarscht halten. So, wir haben nichts weiteres hier. Das heißt, Eier haben wir nicht und da haben wir auch nichts weiteres. Deswegen Käse, das behalten wir auch noch fürs Gemeindezentrum. Da können wir ja auch noch hingehen, wenn uns die Zeit langt. Aber wird, glaube ich, heute relativ lange Episode. Kann ja auch nicht schade, oder? So, dann kommt hier Aubergine hier. Schön violett. Ich mag sowieso sattes, saftiges Violett. Mag ich sehr gern. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so der einzigste Mann, der Violett mag. So, das dort hier. Und dann haben wir, wenn morgen wieder genug Geld reinkommt in die Kasse, haben wir definitiv wieder ein bisschen Kohle für unser Saat. Weil das ist immer das, was am Anfang A steht. Bevor dann wieder Stallerweiterungen und Pipapo kommen, erst einmal die richtige Einnahme sichern. So, dann wäre es das gewesen. Und dann kommen die Preiselbeere, die man mehrfach ernten kann, kommen hier. So. Die waren auch ganz schön teuer, die Dinger. Muss ich mal ganz groß sagen, dass das Zeug unglaublich teuer war. So. Du auch wieder schön im Kreis. Aber es ist halt unglaublich praktisch. Das ist auch später das, was beim Gewächshaus extrem vorteilhaft ist. Wenn man beim Gewächshaus wirklich das Zeug abbauen kann. Da würde ich dann ganz gern das, was man über all die Jahreszeiten abbauen kann, würde ich ganz gern alles im Gewächshaus abbauen, dass ich immer Zeug habe von Frühlingssaat, wie die Erdbeere, die immer erntbar, die mehrfach erntbar sind. Dann im Sommer die Sachen, die mehrfach zu ernten sind. Und dann im Herbst die 2 Sachen, die mehrfach zu ernten sind. Ja, das wäre schon richtig toll. Gut, da machen wir jetzt die Süßkartoffeln noch rein. Das Zeug, was sich richtig lohnt, musst du hier. Da hätte ich dann ganz gern Weinrebe. Aber das pflanze ich dann erst, wenn ich so weit bin, dass ich mal das leichte kann. Und dass ich dann auch, dass mir kein Düngerflöte geht da dabei. Was ich aber auf jeden Fall machen kann, ist dort drüber schon mal Dünger aussehe
Und die seltene Saat, weil die sollte wirklich schon am ersten Herbsttag gemacht werden. Braucht auch der ganze Herbst, bis das wächst. Deswegen sollte schon gemacht werden. So. Jetzt muss ich sowieso nochmal die Gießkanne auffüllen. Dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit, zum Gemeindezentrum zu gehen. Okay, dann brauche ich... Das kommt dann alles schön brav dort hier. Und die seltene Saat wächst ab sofort hier. Annie brauchen wir für die Statue im geheimen Wald. Dann können wir da nämlich eine Sternefallfrucht abgeiern. Da freue ich mich jetzt schon drauf wie Sau. So, und das Senfkohl, den können wir erstmal hier ausbringen. Der ist ja, wie gesagt, das, was am wenigsten kostet. Der ist jetzt nicht so berauschend, würde ich sagen, der Senfkohl. Deswegen, da kann ich ruhig mal ein paar Tage im Verzug sein, wenn zwei Saat noch auf sich warten lassen. Das ist nicht weiter tragisch. So, gut. Ich denke, dann haben wir heute mal wirklich gut was geschafft. Und können uns dann übermorgen in der Episode dann der andere Saat widmen. Da können wir dann sowas wie die Feenrose und so, das können wir hier schön einpflanzen. Das ist jetzt Zeug wie das Sommerschmuck, was eher jetzt nicht so wichtig ist, aber was trotzdem in der Jahreszeit zur Verfügung steht. Deswegen, das sollten wir auf jeden Fall machen. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich Abby entweder ovens so treffe oder ob das bei Regetag schon das Event ist. Bin ich mir nämlich so ganz sicher. So, das machen wir morgen eventuell, wenn wir Kohle dafür haben. Und den Käse können wir auch gleich abliefern. Gut, wir haben auf jeden Fall auch ovens noch was zu tun. Geschäftig wie die Sau, der Ackermann, oder? So, der kann Dorei, genau, deswegen habe ich da aufgemacht. Der Dünger kann wohl... Nehmen wir einfach mal mit, dass ich nicht vergesse. So. Und das kommt rein. Die Mayo kommt in die Truhe. Und Weze und Käse kommen ins Gemeindezentrum. So, wir sind mal wieder low budget unterwegs. Und wir sollten im Herbst auf jeden Fall auch die Sammelpflanze nicht vergessen. Haselnusshämerdodern und so weiter und so fort. So, Bin mir nämlich so ganz sicher, was ist. Ich glaube, Pilze gibt es dann auch noch zeitweise. So Pilzsaison. Sollte man dann auch nicht auf sich warten lassen, die Pilzsaison. So. Das kommt zum Futter. Das war, glaube ich, hier. Färbemittel, Feldforschung, hier, Futter, genau. So, dass ich das nicht vergesse. 3 Äpfel können wir ja warten, bis unser Apfelbaum soweit ist. Und dann der Käse kommt zu der Handwerksware mit rein. Oder Bündeltier ist das, glaube ich. Bin ich mir nicht so sicher. Ich schaue gerade mal. Handwerker auf jeden Fall. Und Bündeltier brauchen wir es nicht. Da brauchen wir die große Milch dafür. Okay. Moment, was haben wir da eigentlich schon? Ah ja, da brauchen wir noch ein großes Ei in braun. So, Handwerker, da kommt es schon mal rein. Ziegekäse, ja, entweder gute Früchte oder schauen wir einfach mal, warten wir einfach mal ab, was da alles kommt. So, Dann haben wir für heute auf jeden Fall schon mal gut was gerissen. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, sobald ich wieder daheim bin, mache ich meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und schauen einfach mal, was uns der Herbst jetzt alles noch so bietet. Sobald man wieder Erträge haben, sobald man wieder Kohle haben, da ist halt unglaublich viel für die seltene Saat drauf gegangen, aber glaubt mir, es wird sich lohnen. Wir sehen uns dann übermorgen, wie gesagt, wieder, wenn ihr Bock habt, zu Pennys Geburtstag. Und apropos Pennys Geburtstag, ich hole jetzt schon das Geschenk raus. Es wird nämlich eine Qualitätsmelone sein, das ist ihr Lieblingsgeschenk. Dann sehen wir uns übermorgen wieder, wenn ihr Bock habt. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Neue Jahreszeit, neues Glück, neue Erträge. Schauen wir mal, was sich bietet. Also machen's gut. Und... Oh Gott, Entschuldigung, Leberwurst, ich wollte nicht der Schädel einschlagen. Und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.